Sinter dem 24. Februar haben wir leider nees Krisch an Europa. Das ist schrecklich. Wir werden dabei aber überrascht, als das von den verschiedenen Politikern nolauscht oder auch auf verschiedenen Medien liest, was da steht. Da können die bei Mengen, dass bei verschiedenen so etwas für eine Kriegsstimmung, eine Kriegsbegeisterung abkommt. Das kann es nicht sein. Der Krieg ist immer etwas Schreckliches, aber wenn dann so Theorien hört, wir müssen den Krieg gewinnen oder müssen so lange den Krieg feiern, bis der letzte russische Soldat die Ukraine verloren wird, da muss man sich fragen, ob so aussehen auch immer mit bedenken, was das für Opfer bedeutet, ein Opfer für allem für die Ukraine, für das ukrainische Volk. Eine Kriegsrhetorik also an unseren Enden etwas, was unmoralisch, unrealistisch, unvernünftig ist. Verschiedener, und das muss man mal nachfragen, natürlich kann man nachfragen, was sind dann überhaupt Ziele von so einem Konflikt. Auf verschiedener, zum Beispiel am amerikanischen Kongress, die schwätzen haut doch von einem Stellvertreterkrieg, ganz offen. Die Idee dahinter, dass der in der Ukraine soll Krieg gefeiert gehen, bis eben Russland geschwächt ist oder der Krieg verloren hat, was da immer soll herrschen. Für die Ukraine sind Kriegsziele natürlich viel mehr einfach zu definieren. Ein Land, das angegriffen wird, wird sich, will sein Territoire rekuperieren, hat aber auch die Tendenz, für das können zu erreichen, uns alle gut als NATO-Staaten, als Europäer, mit an den Konflikt heranzuziehen, weil ich kann verstehen, was legitim ist, aber auch da muss man ein anderes Perle, weil nicht unbedingt an unserem Interesse ist. Für Russland ist das natürlich auch ganz komplex, wie dort Kriegsziele zu definieren, haben uns nämlich schwer nachzuvollziehen. Sie schwätzen von Demilitarisierung, Denazifizierung. Auf der anderen Seite, als eben für sie, die sind zwei Republiken nun erkannt, dann jetzt ganz, die wollen sie dann den Territoire befreien. Sie sehen doch ein bisschen als patriotische Krieg am Kontext von der Verteidigung von einer russophoner Minorität an der Ukraine. Also du hast die oder Kriegsziele sind viel mehr komplex, wird auf der anderen Seite aber auch vielleicht mehr einfach möchte, später Verhandlungen ein oder anderes Element rauszuholen. Weil darum solle du sich gehen. Wie Hestaat, was Hestaat, wie kann ihn überhaupt Hugo und Alode Christo an diplomatischen Termen erfassen, und wie kann ihn darüber gehen? Verschiedene Sachen sind ganz unrealistisch. Das muss ich einfach gesehen. Das ist unrealistisch, dass Russland auch in Krim freimachen. Ich meine, das seit 2014 de facto, wir nicht anerkannt, mit de facto ein Teil von der Russischen Föderation, mit einem wichtigen Kriegshafen, der zu denen abgehen, ist einfach unrealistisch. Wir müssen uns einfach fragen, was können wir machen an der Situation mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen von dem Sinn, von den Kriegszielen. Wie realistisch ist es, eine Lösung vielleicht Verhandlungsweg zu finden, und dass der Krieg nicht ein Weg, den wir nicht sollten weitermachen, weil einfach der Preis dafür menschlich und auch so viel zu hoch ist. Ich muss Ihnen einfach mit dieser Interpellation eine Pause machen an dem Kriegsklima, an dem wir los sind, und uns mal konzentrieren, ein bisschen Distanz holen und evaluieren. Was können wir machen? Der Krieg bringt unendlich viel Leid mit sich. Das ist das allererste. Und wir wollen hier einen Appell für Frieden machen. Und an dem Sinn resonieren. Wir wissen noch, dass es ganz schwer ist, an so Zeiten wie lo, wo eben eine Kriegsstimmung existiert, für Frieden zu schwätzen. Aber ich meine, das ist ganz wichtig, zumal an so Zeiten, wie das eine menschliche, apolitische Pflicht zu sehen, für Frieden anzutreten. Der Krieg, der das einfach Misere, und das ist Aufgabe, dem ein Ende zu machen. Und der Weg zum Frieden, der wird nicht mit Feindbildern resonieren, mehr soll Stabilität auf Basis von Argumenten auf langfristigen Interessen bringen. Er muss einen Ausgleich sichern, an dem alle Kriegsparteien sich herumfallen. Los als vielleicht direkt mit drei wichtigen Feststellungen aufhängen. Und ich meine, die sind ganz wichtig an der ganzen Debatte, den sie nicht aus den Augen verlieren. Die erste von den Feststellungen ist, dass der Angriff von Russland auf die Ukraine im Februar ein Bruch vom Völkerrecht war und ist. Den haben wir alle verurteilt, und das ist und bleibt richtig. Wir sehen die ganze Misere und die ganze Unmenschlichkeit, die der Krieg auszeichnen, dass die Misere, das menschliche Leid an die Not, die uns dazu feiern, den Krieg als Mittel von der Politik nicht zu akzeptieren. Und dem Prinzip müssen wir festhalten. Als eine Reaktion hat Lützeburg eine große Solidarität mit der Ukraine gewiesen und viele Leute bei sich abgeholt. Darauf können wir hilfreich sein. Die zweite Feststellung ist, dass Kriegsverbrechen, egal wo wem sie gemerkt gehen, müssen abgeklärt gehen, und dass die Responsablen, wenn noch nicht irgendwie möglich, müssen vor Gericht kommen. Auch Estland soll bei der Abklärung und Verfolgung von Kriegsverbrechen helfen. Und dazu haben wir auch eine Motion
Vierberät, Herr Präsident, die scheinbar da überreden. Merci. Die dritte Feststellung ist, dass das Land das ugegraf gött, wie es bei der Ukraine der Fall ist, das unbestritten Recht hat, sich lang und noch kollektiv zu verteidigen. Das 3 Feststellungen, also wichtig sie auch immer sind, gehen aber nicht durch, für als Politik zu bestimmen. Wir wollen für allem an Zukunft gucken. Wo stehen wir heute und wie soll es für gehen? Wie soll das Europa wo mehr ausgesehen? Der Krieg bringt all der Tod, Verdreibung und Misere. Bringt Gefahr von Hungersnot auf viele Gegenden auf der Welt. Bringt Armut, wirtschaftlichen Rückgang, Zerstörung von Eigentum, ein ganzer Wirtschaftsraum, Umordnungen von globalen Währungssystemen und Inflation. Bringt Gefahr von einer massiver militärischer Eskalation, geografisch und qualitativ, inklusive dem möglichen Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Kann eine Destabilisierung von der Russischen Föderation auslösen, dem nur wie geht, und auch dazu ein ganz Reihe Gefahren. Bringt neue langfristig Gefahren an neue Allianzsysteme, die sich gegen den Westen richten. Die westliche Politik an der Ukraine ist bei vielen Staaten nicht populär. Der Westen als ein Werte riskieren weltweit dadurch und Einfluss zu verlieren. Alles das soll uns weisen, dass wir als Politik müssen überprüfen, hinterfragen. Machen wir nicht gerade eine Politik gegen als eigene Interessen? Für daher ist klar, dass wir in diesen Umständen wie in der Diplomatie müssen privilegieren. Wir brauchen Verhandlungen, weil sie den einzigen realistischen Weg sind, für Menschenleben zu schonen, so viel wie möglich und auch so viel wie möglich Territoire von der Ukraine zu präservieren. Aber wo bleibt Diplomatie, die ja gerade so notwendig und unumgänglich ist? Sie ist nicht zu gesehen oder bald näherens. Es gibt vielleicht eine kleine Hoffnung an der französischen Außenpolitik durch den Herrn Macron hervorgehen. Aber das ist am Blick auch schon bald alles. Dafür sehen wir aber Fotos von Ministern, die wie Soldaten zu Brüssel am Garde à Vue abgereiht sind. Als ein eigener Außenminister Hasselborn, der noch hier ist, wurde sogar dazu aufgerufen, den russischen Präsident physisch zu eliminieren. Das alles entspricht nicht unserer Vorstellung von Diplomatie. Wie sollen wir der Ukraine helfen? Der DDR hat dazu schon hier im Parlament klare Propositionen gemacht. Wir wollen als bilateral, diplomatisch, ökonomisch und akademisch Relationen mit der Ukraine ausbauen. Dazu, Herr Präsident, wollte ich noch 2 Motionen überreichen. Merci, Herr Kartheiser. Wir wollen der Ukraine eine klare Perspektive auf eine Zukunft an Sicherheit und Wohlstand geben. Wir müssen helfen, sie es abzubauen, an dem Land seinen rechtmäßigen Platz in Europa zu geben. Ähnlich wie hier nun sieht, Ukraine ist für den Bauch, misst Ukraine einen Zentralplatz an unserer Politik holen, kein umrand. An dem Sinne hat der DDR eine ganze Reihe von Initiativen wie die Ukraine proposiert. Ein nationaler Neesabbaufonds von 100 Millionen Euro, den dann neben dem europäischen ging funktionieren, humanitäre Initiativen an Studentenbuchsen, eine resident bilaterale Ambassade zu Kiew, eine letzte Partizipation an Friedensmissionen an dem Land, soweit die von alle Kriegsparteien gewünscht ist, einen generösen Umgang mit ukrainischen Refugien, eine intensive ökonomische Kooperation, eine militärische Hilfe mit nicht tödlichem Material, darüber komme ich noch zurück, eine Unterstützung bei Enqueten über mögliche Kriegsverbrechen. Und selbstverständlich wollen wir der Ukraine auch dabei helfen, mehr nur bei der Europäischen Union zu kommen, das aber natürlich am Respekt von allen Prozeduren an den Kopenhagener Kriterien. Demgegenüber steht die Politik von der Regierung. Sie ist aktuell leider lang auf Konfrontation ausgerichtet, also auf jeden Fall den Eindruck, den sie gibt, ohne sich viel Gedanken über die langfristigen Konsequenzen zu machen. Lützeburg liefert Waffen. Etwas, was die Grünen noch am Wahlkampf 2019 versprochen hatten, nicht zu machen. Wir machen uns damit zu einer Matt-Kriegspartei. Wir haben Sanktionen, die auch unserer eigenen Ökonomie und der Leute hier im Land können in ganz hohem Maß schäden. Wir alignieren uns politisch komplett auf als transatlantische Partner, die an diesem Konflikt aber vielleicht andere Interessen vertreten wie uns. Wo bleiben dann die Ambitionen für eine eigenständige europäische Außen- und Sicherheitspolitik zu entwickeln? Beweisen wir nicht gerade dass all die Vorstellungen von einer europäischen Souveränität illusorisch sind. Wir wollen einen Trupp von 5000 Leuten aufstellen mit froh sie erlaubt. Für Wert, aber wie ging die da wirklich kommandieren? Wie wird das Verhältnis dann zu der NATO?
An der Europäische Union gëtt eng Politik durchgezogen, die wo Staaten aus dem freiere Warschauer Pakt an enger Koordination mit den amerikanischen und britischen Partner gesteuert gëtt. Hier gilt auch die Länder haben nicht immer dieselben Interessen an dieselbe Agenda wie mir. Herr Präsident, es geht nicht durch, wie das Regierungen möchten, dass auch wir uns an de Garde à vue stellen und riskieren, Blannemänner mit in Richtung von einem großen Krieg zu marschieren. An der Vergangenheit hat schon viele große Krieger damit angefangen, dass nicht mehr Zeiten gebremst, als sich gegen Automatismen gewehrt wird. Wir brauchen Diplomatie, auch speziell eine Lützeburger Diplomatie. Es war begrüßenswert, dass der Herr Staatsminister probiert hat, den Kontakt auch an dieser schwierigen Situation mit der russischen Regierung zu halten. An dem Erfolg hat die Unterstützung von der ADR, und wir bitten Herrn Dummer nicht abzuhalten. Lützeburg hat eine historisch bessere Relation mit Russland wie viele andere europäische Staaten. So eine Chance, der wir in der Diplomatie nicht aus den Augen verlieren. Lützeburg soll sich klar an den Dienst vom Frieden stellen. Herr Präsident, was sind Präkonditionen von einer guten Diplomatie? Für überzeugend zu sein, muss sie absolut ehrlich sein und am guten Glauben Betriebe gehen. Es geht also nicht durch, den Gesprächspartner auf der anderen Seite mit seinen Fehlern zu konfrontieren, aber es muss auch die eigenen Fehler erkennen und angestehen. Seelen also in einer Konfliktsituation die ganz Schuld nicht mehr auf enger Seite zu sichern. Lassen wir vielleicht zuerst als eigene Glaubwürdigkeit durch 2 Fragen überprüfen. Froh, ob wir nicht eine Politik von deux poids et deux mesures betreiben, je nachdem, ob es um Eis oder um Russland geht. Und froh von der freien Wahl von einem Bündnissystem. Wir stellen fest, dass der Krieg an der Ukraine nicht, wie DAX behauptet, den ersten Krieg in Europa hinter dem letzten Weltkrieg ist. Leider nicht. Es gab zum Beispiel die Invasion von Zypern. Die Türkei besetzt bis heute illegal 34% vom Territorium der Republik Zypern. Und trotzdem konsideriert die Lützeburger Regierung die Türkei offiziell noch immer als Beitrittskandidat für die Europäische Union. Da der sieht dazu klar, nee, wir respektieren Zypern nicht mehr wie die Ukraine. Wie aber eine türkische Invasion und Besetzung von Zypern ignoriert, sollte bei der Beurteilung von anderen Invasionen ehrlicherweise vorsichtig sein. Es gab einen Krieg in Jugoslawien, Bombardierung von Serbien durch NATO übrigens ohne Mandat vom UNO-Sicherheitsrat und Sezession vom Kosovo. Auch damals schon gab es das Spannungsverhältnis zwischen dem Respekt von der territorialen Integrität der Staaten auf der einen Seite an dem Recht auf Sezession, dem Selberbestimmungsrecht der Völker auf der anderen. Ähnlich wie eine Reihe von anderen EU-Staaten hat Lützeburg sich am Fall Kosovo für ein Recht auf Sezession dezidiert. Bei der Krim haben wir das aber refusiert. Die 2 Fälle Kosovo und Krim sind rechtlich und politisch extrem umstritten und es gibt keinen Konsensus an den 2 Fragen. Ein bisschen Kohärenz an unserem Denken wäre aber vielleicht nicht schlecht. Das internationale Recht kann nicht à la tête du client appliziert gehen, wenn es soll seine Glaubwürdigkeit behalten. Das 2 Beispiele, die Invasion von Zypern und die Sezession vom Kosovo, sollen uns auf etwas hinweisen. Wir müssen an unseren Überlegungen kohärent und ehrlich sein. Den deux poids, deux mesures kann weder an der nationalen Politik noch an der internationalen Communität glaubwürdig vertreten. Das gilt natürlich auch für Verletzungen vom Kriegsrecht, auch für mögliche Kriegsverbrechen. Wir hatten der zum Beispiel nach Rezent am Nagorno-Karabach. Die Opfer sollen uns genau so beschäftigen wie die an der Ukraine. Traurig ist aber das, wir ignorieren die aserbaidschanischen Kriegsverbrechen, die Invasion vom Nagorno-Karabach, probieren uns am Aserbaidschan mit Petrol zu versorgen und wir benutzen Baku als Basis für Cargolux als Ersatz für Novosibirsk. Auch hier stellen wir fest, deux poids, deux mesures. Herr Präsident, auch die Theorie, dass alle Staaten Recht haben, seine Allianzen selber herauszusichern, scheitert an der Realität. Sicher ist das Recht von einem Land, sein NATO-Beitritt zu freuen, auch das von der Ukraine, aber das auch Recht, den aus guten Gründen zu refusieren, zum Beispiel dann, wenn der Beitritt der internationalen Sicherheit echt gegen Schulden nutzen. Wir kennen die Vehemenz, mit der als amerikanische Partner hier sicherheitspolitisch Umfeld gegen eine potenziell gefährliche ausländische Präsenz verteidigen. Kuba, Nicaragua, Venezuela sind dafür Beispiele. Es gibt nun einmal die bekannte Monroe-Doktrin. Aktuell invitieren wir hier einen kurzen Ausflug an den Pazifik, mehr genau auf die bestimmt wunderschönen Salomon-Inseln. Der 26. April, also mal noch nicht für einen Monat, verbieten die USA zum Beispiel die Salomon-Inseln eine Allianz mit China aufzuschließen, für das keine chinesische Militärbasen können an der Region angerichtet gehen. Wir lesen in der Zeitung, one of the most senior US officials in the Pacific
has refused to rule out military action against Solomon Islands. If it were to allow China to establish a military base there, saying that the security deal between the countries presented potential regional security implications for the United States and other allies. Ufang Mai, also für eine paar Tage, so der Premier von den Salomoninseln lodest an einer Rede für ein Parlament. We deplore the continual demonstration of lack of trust by the concerned parties and tacit warning of military intervention in Solomon Islands if their national interest is undermined in Solomon Islands. In other words, we are threatened with invasion. Altnächst deux poids et deux mesures. Die USA und Australien machen gerade dieser Tag am Pazifik etwas, was sie nach am Januar den Russen an Europa reprochiert haben. Den Unterschied ist den, die Ukraine grenzt direkt an Russland, und Solomon Islands sind Inseln, sind nach ein paar tausend Kilometer von Washington, aber kein Bärer wäsch. Herr Präsident, niemand der Glaubwürdigkeit von unserer Position stellt sich auch vor in der Verantwortung für den Konflikt. Der Krieg an der Ukraine kann ein gutes Beispiel von einer gedeelter Verantwortung sein. Reicht für ein paar Wochen hat der Papst Franziskus der NATO eine Mitverantwortung für diesen Krieg gehen. Ist das berechtigt? Los als vielleicht eine klare Trennung zwischen zwei Konzepten machen. Einen deutlichen Unterschied zwischen einer Schuld am juristischen Sinn, die liegt bei dem, den das internationale Recht bricht, das ist in diesem Fall Russland, an einer politischer Mitverantwortung, die daran besteht, mit dazu beigetragen zu haben, dass es so weit kommen. Haben wir vielleicht so eine politische oder moralische Mitverantwortung? Haben wir nicht genug gemacht, für die Gefahren mit Zeit zu erkennen und den Frieden zu retten? Wir denken, dass es dafür gute Argumente gibt. Ein paar kann ich daheim nennen. Die Minsker Aufkommen goufen nicht umgesetzt. Das Normandie-Format hat versucht. Und damit haben noch die aktuell zwei größten EU-Memberstaaten eine direkte Mitverantwortung für die Entwicklungen an der Ukraine. Wir haben nur geguckt, wie eine aggressive Politik gegen die ethnisch-russische Minorität oder wen sie sonst bezeichnen an der Ukraine gemerkt hat. Und wir haben uns mit dem jahrelangen Krieg am Donbass aufgehört. Das war falsch. Wir haben den Krieg, den es schon seit 8 Jahren am Donbass gibt, einfach ignoriert, genauso wie die Diskriminierung von der russischsprachigen Population an der Ukraine. Heute zu Lützburg kämpfen wir engagiert gegen alle Formen von Diskriminierung an der Ukraine, haben wir dann aber fest zugemacht. Der Krieg am Donbass hat weit über 10.000 Todesser gefordert. Wo waren wir all die Zeit für den Krieg an Europa zu stoppen? Wo waren wir für all die Zeit Sanktionen zu frohen? Wo waren wir für die Abklärung von Kriegsverbrechen zu verlangen oder den Massaker von Odessa zu bestrafen? Ah ja, wir haben noch die westliche Militärpräsenz an NATO bis bald an die russische Grenze gebracht. Und wir haben damit ein gut dokumentiertes Versprechen aus den 90er Jahren gebracht. Zu dem Thema gibt es ein riesiges Volumen und wissenschaftliche Recherchen. Was speziell die Ukraine geht, will ich mir an dem Kontext just 2 recente Aufkommens nennen. Den 1. September 2021 haben die USA und die Ukraine ein Joint Strategic Partnership unterschrieben. Am 10. November 2021 gab es dann ein US-Ukraine-Charter und Strategic Partnership zu Washington auch unterschrieben. Kein Wunder, dass verschiedene Leute zu Moskau nervös sind. Ich kann euch rekommandieren, die 2 Texte zu lesen. Die sind mehr wie impressionant. Wir erinnern auf der anderen Seite an die Monroe-Doktrin von den USA. Vergleicht die Sache. Vom Dezember 2021 bis an den Februar 2022 hat Moskau probiert, Sicherheitsgarantien von der NATO zu kreieren, wollte Verhandlungen mit den NATO-Staaten über eine europäische Sicherheitsarchitektur und über Sicherheitsgarantien feiern, die Ideen sind, nach allem, was wir wissen, brüsk refusiert gehen. An der Presse haben wir Artikel wie das gelesen, aus dem Dezember, und ich habe ein Beispiel rausgeholt. Also, ich schwätze mal kein 3 Monate für den Anfang des Konflikts. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est opposé vendredi à toute ingérence de la Russie dans les relations entre l'Alliance et l'Ukraine, refusant d'exclure une éventuelle adhésion de Kiev comme l'exige Moscou. La position de l'OTAN reste inchangée concernant notre relation avec l'Ukraine. Chaque pays a le droit de choisir sa propre voie, y compris le type d'arrangement de sécurité dont il veut faire partie. C'est un principe fondamental, a déclaré Jens Stoltenberg à des journalistes à Bruxelles. La relation de l'OTAN avec l'Ukraine ne peut être déterminée que par les 30 membres de l'Alliance et l'Ukraine elle-même et par personne d'autre. Nous ne pouvons accepter que la Russie réétablisse un système où les grandes puissances peuvent contrôler ce que d'autres pays font ou pas, a déclaré M. Stoltenberg après une rencontre avec le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz. Ich kann ihm rekommandieren, das auf die Salomoninseln so zu bringen.
Tension à la frontière ukrainienne. La Russie a mis en garde vendredi contre le risque d'une confrontation majeure avec l'Occident si les États-Unis et leurs alliés ne réfléchissaient pas sérieusement à apporter des gages de sécurité à Moscou. Den 12. Januar, een maand voor een Umfang vom Konflikt, lesen wir dann, Jens Stoltenberg a indiqué que les 30 membres de l'Alliance Atlantique ont repoussé tant la proposition russe d'un désengagement militaire otanien dans l'Est de l'Europe que l'exigence du Kremlin que jamais l'Ukraine rejoigne l'Alliance. Il a mis en garde Moscou contre tout aventurisme et affirmé que l'OTAN ne fera aucun compromis sur le principe de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États. An Deelech können nach lang Viro feieren, dat ganz liestech wie eng Chronik vun enger ugekënnechter Katastrophe. Vom also froh stellen, ob man politisch Machtverantwortung als Westen hunn, wie Degradation vun der Situation, iwwer die Lächt meint, dann mengglech kann en déi froh mat ja beantworten. Wie gesot net Schuld méi mat Verantwortung. Herr Präsident, als Diplomatie muss op Glaubwürdigkeit an op Ehrlichkeit beroen. Wie mir grad gesinn hun, mir danach not zu besseren. Aber was soll ein Ziel von unserer Diplomatie an dieser Situation sinn? Mir schon gesagt, dass wir als zukünftige Relationen mit der Ukraine vorstellen. Sie sollen intensiv, freundschaftlich und konstruktiv sein. Wie sollen dann als zukünftige Relationen mit Russland ausgesehen, die mit Sicherheit mehr wie kompliziert gehen? Als aktuelle Relationen mit Russland sind außer ganz wenige Bereiche, wovon die wichtigsten die Energie als bald Nullpunkt kommen. Wir haben die schärfsten ökonomischen Sanktionen gegen Russland geholt, die je gegen das Land verhängt wurden, mit dem wir nicht offiziell am Krieg waren. Und dabei sollten wir aber nicht vergessen, dass wir an der internationalen Politik Russland als Partner brauchen, nicht als Gegner. Wir brauchen Russland auf viele regionale Konflikte am Sahel, am Iran, an Syrien, an Moldawien, an Georgien, an Libyen, für die zu nennen, weil wir an diesen Konflikten Progress in Richtung Frieden machen. Wir brauchen Russland vermitteln an eine neue Obrüstungsspirale. Eng daier a geféierle Spiral raggeroden an Risiko ist enorm heich. Wir brauchen Russland, wann eng Eskalation am Pazifik wëlle verhindern. Wir wëlle keng eng Allianz zwischen Russland und China, zum Beispiel op Kächten vun Taiwan, dat ass och net an eisem Interesse. Wir wissen, dass sowohl Russland wie auch China das Potenzial haben, wie überall auf der Welt politisch instabile Situationen in einem Sinn zu beeinflussen, die westlich orientierte Staaten kein großes Problem machen. Auch das müssen wir präventiv durch eine intelligente Politik verhindern. Wir brauchen Russland als Partner in der Wissenschaft, auch im Weltraumbereich, und wir brauchen vor allem für auf Eisen an ihrem wunderbaren Kontinent eine Friedensordnung aufzubauen, eine Ordnung ohne Hass, ohne eiserne Rito, als sterile Konfrontationen, und wir blicken alle Indikatoren an eine andere Richtung. Der kurzsichtige Reflex für Russland aus europäischen oder anderen internationalen Organisationen oder Foren auszuschließen, denkt in Wirklichkeit keinem. Wir setzen da lieber auf Dialog und Inklusion. Schließlich als Russland Karem gin ganz wichtige Partner von unserer Ökonomie. Wie soll man also Relationen mit Russland nees opbauen, indem wir alles de Westen die Relationen auf eine ganz radikale Manier die Brücken aufgerappt haben? Das sind als Ziele. Wir müssen als Relationen mit Russland an die Lesung dem Konflikt zusammen gesehen, wie dat man können irgendwie nie einen neuen Umfang auf einer neuen Basis finden. Und dafür muss ich progressiv Vertrauen aufbauen. In jedem Fall muss man das können als Europäer machen, ohne auf der Erlaubnis von anderen zu werden. Herr Präsident, eine Betrachtung über Sanktionen. Auch bei den Sanktionen muss die echt froh, die man stellen muss, das sehen, was sollen hier Ziele da sein? Wollen wir einfach Druck ausüben, wie vielleicht auf Verhandlungen zu kommen? Will man wie andere willen notamment USA Russland ruinieren, weil das bei der Sowjetunion funktioniert hat, dat wir enorm Risiken allerdings. Aber was sind Ziele eigentlich genau von den Sanktionen? Wie weit soll den Druck gehen? Was genau soll man bezwecken? Wie ökonomische Konsequenzen und die Sanktionen auf als eigene Ökonomie und auf als eigene ökonomische Interessen? Einzelsanktionen schulden uns ohne Zweifel mehr wie Russland. Wie Engagemaßnahmen hält Russland? Wir können ja davon ausgehen, dass sie nicht einfach nur gucken, wie verschiedene wollen die Ökonomie ruinieren und dadurch auch hier Aktionen holen. Wie wirksam sind als Sanktionen überhaupt? Sind die Sanktionen vor allem gegen Privatpersonen überhaupt legal und legitim? Das wird der Gericht uns noch so. Und dann haben wir da bessere Alternativen wie den Handel mit Russland. Also zum Beispiel moralisch wirklich mehr überzeugend oder mehr akzeptabel mit Ländern wie dem Aserbaidschan oder dem Venezuela Handel zu betreiben wie mit Russland.
Viel der Sanktionen gibt schon sind ganz lange. Wir freuen uns, wenn überhaupt noch den Überblick über all die Sanktionen hört, auf wie wert ergängt wen all die Einzelmaßnahmen nach Kraft gesetzt goen. Einzelner kommen auf amerikanische Initiative aus rein politischen Gründen. Andere goufen nur der Krimkrise verhangen, nur Salisbury goufen sie verhangen, weil eine russische Implikation an den Enden aber der May highly likely war. Opgehoven gouf wahrscheinlich noch nie irgendein von diese Sanktionen. Viele Länder sind aus ökonomischen, historischen oder strategischen Gründen einfach nicht daran interessiert, dass Relationen zwischen Westeuropa und Russland eines Tages können an eine Normalität zurückfallen. Wir sollten einmal den objektiven und kompletten Bilanz machen, was die Sanktionen politisch brucht haben und wie viel sie unserer eigenen Ökonomie geschürt haben. Politisch erreicht haben sie jedenfalls nicht. Wir kennen kein Beispiel, wo Sanktionen gegen Russland ein Wirsel an der Politik mitgesprochen hätten. Krim zum Beispiel ist bekanntlich auch heute noch immer de facto ein Teil von der Russischen Föderation. Als Ökonomie und als Landwirtschaft haben aber dabei gelitten, durch Sanktionen und natürlich auch durch die russischen Gegensanktionen. Wir müssen auch wissen, dass es für Großlande wie Russland relativ einfach ist, verschiedene Sanktionen zu umgehen. Ein kleines Land wie Lützeburg kann über Sanktionen natürlich ganz leicht und ganz sehr an die Knie gezwungen gehen. Bei großen Ländern ist das schon viel mehr schwierig, bei ganz großen Ländern bald unmöglich. Schon beim Iran ist die Sanktionspolitik kein großen Erfolg gewesen. Die größte Gefahr für unsere Ökonomie und als Population besteht an der Idee für ein Embargo auf russisch Petrols- und Erdgasimporte zu legen. Wir hatten heute kurz noch darüber diskutiert. Konsequenzen wären katastrophal, besonders beim Gas. Viele wichtige Akteure an der deutschen Ökonomie haben gewarnt dafür drohen. Ökonomisch ging das heißen, dass Betriebe nicht mehr genug Energie hätten. Konsequenzen heißen Rezession und Chômage. Für die Leute ging das heißen, dass beim Hitzen am nächsten Winter und auch an der Mobilität dramatisch Abschnitt da müsste gemerkt gehen. Der stark aberisch an anderen Ökonomien, die wo russischen Energieprodukte aufhängig sind, muss gefährdet gehen, dass es noch zu weiteren massive Reperkussionen dabei kommt. Das kann besonders an Deutschland der Fall sein, als dem wichtigsten Handelspartner. Wir kommen an eine Rezessionsspirale, wenn wir auf den Weg gehen. Der Boykott an all die Opfer, die wir gänge bringen, schulde Russland für lange Zeit wahrscheinlich Männer wie Eis. Russland kann seine Energie wenigstens zu einem großen Teil auf andere Plätze verkaufen. Hinter dem Anfang vom Krieg an der Ukraine hat Russland seine Exporte von fossilen Energien sogar noch können erhöhen. Für allem den asiatischen Markt hat das bislang erlebt. Vielleicht geht es für Russland nicht schwer, unmöglich geht es aber nicht. Es ist klar, dass so eine Politik unverantwortlich kann sein, also sie kann noch nicht durch eine Kriegsrhetorik justifiziert gehen, weil sie der Ukraine auch eigentlich nicht hilft, aber sie auch noch durch einen langen Krieg an einen sicheren Untergang feiert. Wie viele Leute sollen das Land danach verlassen? Es sind schon Millionen Leute, die nicht mehr in ihrem Land sind, wie zu leben, zu schaffen. Wie viele sollen da sterben durch die Kriegshandlungen? Wie viel Schuld will mir der ukrainischen Ökonomie danach zumuten? Und in den letzten Statistiken haben wir einen 30% Verlust schon am Bruttonationalprodukt, was das hier angeht. Herr Präsident, den Herr Asselborn so den 11. April um 100,7, so dass wir für in der Äquation stehen, wäre das mehr wichtig, Sanktionen oder Waffen. Und ich komme zur Konklusion, das sind nur Waffen. Wir auch hier will man vorstellen, für was? Was soll genau Ziel, wo Waffenlieferungen sind? Wollen wir auch wie andere Stellvertreter kriegen, will da bis kämpfen, bis die letzte russischen Soldat Ukraine verlost wird? Ja, ich hätte gerne geantwortet. Merci, Herr Minister. Was soll Ziel davon da sein? So da ist es. Was ist eigentlich der Zweck? Wir sind doch ganz vorsichtig, weil was da Waffen, das ist nicht Schönes, das wissen dir, das wissen wir auch. Und dafür so mir nach einkehr die bessere Weg als Verhandlungen. Sich um Frieden. Das ist so, dass wie das soll zusammenpassen, was Ziele sind, was Theorie ist, mit welchem Konzept hier der Krieg will lesen. Wir wollen eine friedliche und gerechte Lösung für die Ukraine und für Russland. Wir wollen eine Wäsche von unnötigen Maßnahmen, die für uns gravierend Nachteile bringen, ohne dass wir die Situation im Terrain dadurch verbessern. Aber wir verstoppen uns nicht für unseren eigenen Fehler. Wir gehen das so, weil das wichtig ist, für Vertrauen können zu kriegen. Wir sind also weder begeistert für Waffenlieferungen noch für Sanktionen, wir haben darüber Nachteile geschwärzt. Wir wollen der Ukraine auf viele andere Manieren helfen. Diplomatisch, politisch, ökonomisch, humanitär. Wir werden ja die ADR-Motionen heute noch diskutieren. Am Platz Krieg teilzunehmen, sollen wir aktiv und die Parameter für Friedensverhandlungen schaffen. Und das am engen Dialog mit allen, die ihrer menschlicher, politischer Verantwortung an dieser schweren Zeit gerecht gehen. Wir sollten bei jeder Regierung den Einfluss haben,
und dabei als gut Denkster offrieren. An den internationalen Organisationen a Fora, an denen wir Member sind, soll Lützeburg seine Stimme für Moderation und Frieden erheben. Es gibt eine enorme Eskalationsgefahr. Was sind Szenarien, denen wir lo konfrontiert sind? Die zwei größten Gefahren sind eine Eskalation durch neue Waffensysteme und notamment durch Massenvernichtungswaffen. An die Gefahr ist reell, dass wir eventuell hinkommen und dass wir den Einsatz von taktischen Nuklearwaffen gesehen, wann Russen das sollte man und die Amerikaner schon gesagt, we are going to respond in kind. Aber das hilft, wissen wir nicht. Das ist also eng von den zwei großen Eskalationsgefahren. Eine andere große Gefahr, aus dem nur wie es geht, dass man eine Destabilisierung von der Russischen Föderation gesehen. Das ist auch etwas, was enorm gefahren hat, auch das wollen wir nicht. Wir wollen keinen Stellvertreterkrieg, an dem zynisch bis zum letzten Ukrainer gekämpft wird, dass wir Waffen liefern ohne klare Ziele, weil wir da eigentlich auf Käste von der Ukrainer ihre Leid politische Ziele verfolgen, die den Krieg verlängern, absichtlich verlängern. Was sind als Optionen? Es sind nur drei. Die erste Option ist für politisch keine Initiativen zu holen in Richtung Frieden, Waffen zu liefern und nur zu gucken, wie lange Krieg seine Spuren zieht. Die Option wollen wir schon länger aus humanitären Gründen nicht. Davon aufgesehen wissen wir nicht, wie der Krieg ging ausgehen und die Eskalationsgefahr, von der wir geschwärzt hatten, wäre ganz groß. Das scheint aber den aktuellen Schwab von der NATO noch von dieser Regierung zu sein. Dafür fragen wir uns ja, was sind eigentlich Ziele? Aber wie definiert er die? Wir wollen nicht, dass wir einfach aufhängen, Russland zu schwächen, weil das auch eine ganz Reihe Gefahren mit sich bringt. Aber wir wollen für allem nicht eine Politik betreiben, die eine russisch-chinesische Allianz an die Welt trifft, weil das wäre ein dauerhafter, globaler, kahler Krieg, den wir kriegen, wenn es der Situation auf der Krim und am Donbass. Die zweite Option, die ist eigentlich noch mehr unintelligent. Das ist das, was für kurzem hören, von einem baltischen Außenminister, der hat gesagt, Russians have to learn how to lose. They must lose. And then we can talk. It's not our duty for a criminal to save face. Die Lesung ist gleichzeitig unrealistisch. Muss man nicht vergessen, dass Russland ein atomisch mit weltweitem Abfluss ist, und inhuman. Die Guerre à outrance. Und für allem muss ich sagen, dass Herr Macron die bessere Idee hat, wenn er sagt, mit der wir nicht an eine Situation kommen, wo der Gegner sein Gesicht verliert. Weil das hat auch eine ganze Reihe Implikationen und mit Verhandlungen bald unmöglich. Also muss man nicht auf den Dové von einer totalitären Approche gehen. Und die dritte Option, dass die DDR aber wirklich favorisiert, das ist an Eisen an die besser, das jetzt gucken, dass wir einen Waffenstillstand vermitteln, so sehr wie möglich, Menschenleben schonen, Territoire präservieren, auf Verhandlungen, Errichtung von einem Frieden entwickeln Läden. Wir wollen auch, dass der russische Rückzug aus verschiedenen nach besetzten Regionen stattfindet. Das ist an der Region, wo Kiew gemerkt wird, das kann an der Gegend von Kharkiv oder Kharkov gemerkt werden. Also, wenn die Russen über die Tisch kriegt, dann wünschen sie sich Chance. Und dann müssen ja, nee, das schwingen wir nicht an einem Gremium, wo man Lichtfanke sollen über Krieg auf Frieden schwätzen. Wir sind an einem nationalen Parlament und ich kann nicht sagen, dass eine Bedeutung wie die russische Föderation hat, dass ich nicht mengen, dass man irgendwie nie seriös damit rechnen, dass sie den Territoire abgehen. Es geht auch ganz schwierig mit Donetsk und Lugansk, weil sie die als unabhängige Staaten unerkannt haben und da wahrscheinlich so plädieren, dass sie so mir nicht das Recht über ein Territoire zu verhandeln, da müssen sie schon mit denen direkt verhandeln. Also das geht auch ganz kompliziert. Die erlaubt mir, dass ich auf die Manier antworten und nicht auf eine Polemik angehen, wo wir alle zwei wissen, dass sie nicht realistisch ist, Herr Kruch. Denn es ist schon hohen Respekt für ihn und das will ich schreiben. So, das als alle Option die los von den Leuten an der Ukraine kann erleichtern, eng besser wie der Krieg à outrance oder wie der Krieg auf eine lange Dauer just wie die Russen zu schwächen. Aber wir sollten gucken, dass wir wirklich auf den Weg gehen, der nicht Eis auch mehr schuld, dass wir nicht matt an den Krieg zugehen, was wir nicht wollen, aber was wir auch am Interesse und den Leuten, die wir die zu vertreten, absolut sollten verhindern. Als Option, als Vorschlag, als Waffenstillstand, sie Friedensverhandlungen, sind gucken, dass wir zu einem Ausgleich an Europa beitragen und nicht zu einem weiteren Konflikt. Aber wir wären ganz froh, wenn die Regierung als Haut konfirmieren, dass sie das auch so gesagt und auf jeden Fall mal sieht, was hier Politik an dieser Situation ist. Ich so nicht merci. Très bien.